Mit idyllischer und stimmungsvoller Musik geht es weiter hier bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Alle Freunde kommen zurück. Und ja, wir sind hier eigentlich hier, weil ich mit Epona hier nach Richtung Kakariko wandern möchte. Hab mir jetzt aber irgendwie was sagen lassen, beziehungsweise hab's irgendwie... sagen lassen ist gut. Nein, ich hab's tatsächlich beim Schneiden der letzten Folge plötzlich gesehen im Augenwinkel, dass da irgendwas war, was ich beim Aufnehmen selbst nicht richtig gesehen habe. Und zwar könnte es nochmal ein Lionel sein. Wir sind eigentlich noch auf der Suche nach ein bisschen, ich sag jetzt mal, Lionel mit anderen Farben, wa? Nicht mehr so rot oder blau, sondern mal ein bisschen mehr Power haben, ne? Sondern also ein silberner oder ein weißer. Weil schwarze Lionel gibt es gar nicht. So, ne, das war klar. Also das Monsterversteck, wo sowieso nichts ist. Die zu besiegen bringt auch eh nichts, weil, ja, so ein Waffenverschleiß und gut ist. Da. Guckt euch mal dieses Horn an. Das ist ein weißer. Mit silberner könnte es nicht sein, ne? Da wäre ein bisschen heavy. Freunde, den holen wir uns. Ich glaube, Abwehrspießen ist aber auch erstmal nicht mehr. Aber ein bisschen mehr Power wäre nicht schlecht tatsächlich. Soll ich mal +2 Stufen machen? Kann, warum nicht, wa? Ansonsten, ne, Bestienbogen und Leunenbogen. Ich nehme mal den Bestienbogen gegen das Vieh. Ein bisschen mehr Power haben. Ne, warte mal, ich habe jetzt den Bogen des Dämonenkönigs, genau. Wenn der zerbricht, shit happens. Keine Ahnung, relativ easy nochmal. Wobei, ja, wenn ich schon drauf schieße, einfach aufs Gesicht, war. Ja gut, komm. Das den vorhin echt nicht gesehen habe, krass. Nein, warte mal. Er ist direkt vor mir, also muss ich nicht irgendwie sowas draufschmeißen. Ich will ein bisschen extra Power haben, das heißt, ich schmeiße Dinger drauf. Ich will ihn eigentlich stunnen. Hallo? Jetzt. So, wir unsere stärkste Waffe ausrüsten für den Fall. Ja, hat ordentlich Damage gemacht. Sehr gut. Dann nehme ich wieder jetzt mal das Ding. Ein bisschen sehr einfach. Danke, Tulin. Und weiter geht's. Moment, das war ein weißer? Ernsthaft? Das war mir nicht so stark. Jetzt mal ganz ehrlich. Hä? Das wäre easy peasy. Ja, komm schon. Da ist ein Chimärenbogen, ne, aber natürlich auch noch nicht. Okay, aber wenn ich mal irgendwie Leuenwaffen farmen muss, dann weiß ich jetzt, okay, das kann ich hier easy peasy machen.
Das war ja echt sehr einfach. Da war doch nicht mal unbedingt so krasse Waffen dabei. Wobei andererseits auch natürlich auch sagen, es war ja nur ein weißer, es war die zweitstärkste Stufe. Boah, plus 5, alter Schwede. Ein Bestienbogen, Chimera-Bogen, Leunenbogen. Unsere Sammlung wächst und wächst, Freunde. Ist das nicht geil? Dann haben wir noch ein Schild, ein Bestienschild, hier die Kombi. Ich schmeiß mal das Ding weg. Weißer Leune Säbelhorn. Ich würde sagen, kann bieten, wieder mal ein bisschen zu duplizieren, wa? So, das ist ein Chimärenschild. Ein Königsschwert, was aber zerbrochen ist. Okay, ich habe noch so eins im Petto. Warte mal, dann machen wir das anders. Ich habe schon mal erwähnt, dass er gerne auch mal im Untergrund noch ein bisschen nach solchen Waffen und so farmen möchte. Dass solchen Waffen nicht zerfressen sind. Das geht zwar, aber dafür muss ich im Obergrund, also Oberworld, erstmal die Waffen zerbrechen. Aber ich glaube, solche Waffen haben wir eh schon alles schon mal zerbrochen, oder? Weißt du was, wie diese Waffe mal zerbrochen ist, kann ich noch ein bisschen Bäume fällen. Waffentasche ist voll. Okay, hier haben wir noch... Okay, keine richtige Höhle. Nein, komm schon, einfach draufhauen. Na toll. So geht das gar nicht. Ich muss schon irgendwie sowas draufhauen. Gut, ich meine, ich habe noch Angriffskraft plus 2 drauf, aber eben, es war nur plus 2, nicht plus 3 oder so. Ich meine, die plus 2 Ding. So, jetzt ist er down. Jetzt muss ich also mindestens ab jetzt, vielleicht schon früher, muss ich jetzt im Untergrund an Königswaffen gelangen, die aber nicht zerbrochen sind. Ne? Da ist es das Geile dran. Und das war ja das, was ich ursprünglich wollte. Sehr gut. Die haben mit Angriffskraft plus 2, ob das schon so viel ausgemacht hat, ich weiß nicht. Wir werden es herausfinden. Gut. Wenn die Waffe ausrüsten, theoretisch das Master-Schwert, da will ich mir eigentlich für die Miasma-Gegner aufsparen. Ne? Also sowas wie Phantom-Ganon oder eben die Miasma-Mons im Untergrund. Perfekt. Also war es auch definitiv gelohnt, der Ausflug. Ne? Und ich habe gesehen, das war... Also, wir haben auch sonst relativ gut angestellt. Wir haben gar kein einziges Mal getroffen. Das Einzige, was ein bisschen verwundert hat, ist, wo das erste zweimal mit dem Bogen und mit dem Knochenteil auf seinem Face gezielt habe oder vor allem geschossen habe. Haben gar nicht in der Mitte getroffen. Ich musste tatsächlich nochmal dieses scheiß Auge ausrüsten. Das hat mich dann schon verwundert. Ich meine, viel näher dran konnte ich gar nicht mehr gehen und trotzdem nicht richtig getroffen. So. Also Leune Massivhorn ist 40, das Säbelhorn 44 und es gibt noch die silberne Variante, ist noch krasser. Ja, ich glaube, wir werden hier oft mal ein bisschen so duplizieren und so, ne? Das lohnt sich dann. Definitiv. Etwas, was ich auch bald angehen möchte, das aber schon mal erwähnt, ist noch das Sieger-Outfit komplettieren. Und generell die Jäger auch die ganze Story um die Jäger ein bisschen zum Abschluss zu bringen. Ne? Also auch Koga im Untergrund, vielleicht nochmal bei den Gerudos und dort vorbeigehe und noch ein bisschen aufzuräumen. Weil wir erkennen, dass sogar ein weißer Leune für uns nicht mehr so das Problem ist. Ist besonders geil, wenn wir, ja, habe ich auch mal erwähnt, irgendwann mal im Untergrund auch ein bisschen aufräumen wollen. Da gibt es noch eine, ja, da gibt es ja auch noch eine Arena, ein Kolosseum. Was lustigerweise unter dem, okay,
unter dem ein anderen Kolosseum liegt. Also wir haben hier im Obergrund ja auch ein Kolosseum, da wissen wir, da ist ja noch ein Ding, ein Drache, also ein Kriok. Da muss ich eh mal noch hin, hier war noch so ein komisches Schatzspiel, genau. Also ich muss eh nochmal hin, dann zum späteren Zeitpunkt. Und hier unten ist auch ein Kolosseum und da sollen noch ganz krasse Viecher drin sein. Es soll sich angeblich auch lohnen. Und da freue ich mich schon. Hier ist doch nichts. Dann gerade hier müsste theoretisch ein Brunnen sein irgendwo. Da ist er auch schon. Am Sumpf von Ranell. Das wäre so ein Gebiet, wo man durchaus vorstellen könnte, dass plötzlich Dinge auftauchen. Die Miasma-Hände. Na? Sind hier welche? Nö, offenbar nicht, wa? Na gut, gehen wir weiter. Huch, falsche Richtung. Moment. Stimmt, den Schrank kann man sogar noch erinnern. Damals haben wir nicht so richtig doof angeschaut, weil er nicht richtig, ja, nicht richtig raus hatte mit dem Deckelsprung, den wir da zum Teil ein bisschen verpeilt hatte. Und gedacht habe, wir kommen da hoch. Da war es dann doch relativ easy. Da ist der Turm, da waren wir auch. Alle Türme schon alle längstens aktiviert. Wirklich schon sehr lange. Aquila-Brücke, Sumpf von Ranell. Ja, da vorne war ich auch schon wegen den Geoglyphen. Weil dann nur kurz. Ich stütze dich. Gut, ich will erstmal gucken, wohin er fällt. In welche Richtung. Sind wir genau nach vorne, ja, wie erwartet. Jetzt hat das Ding natürlich in so eine praktische Einkerbung. Die will ich mal zunutze machen, Freunde. Obwohl, gibt es eigentlich noch etwas, was ich gerade fotografieren kann, was ich sonst nie machen? Nö. Guck, was ich eigentlich alles habe. Und würde sich ja perfekt hier unten anbieten, oder? Wobei, so ganz viel hat auch nicht, aber... Ja. Mhm. Perfekt. Es fällt schön um, so wie es man geplant hatte. Warte mal. Machen wir erstmal den da. Dann den. Heute Abend ist übrigens noch Blutmond. Aber deswegen gesehen, weil ich offscreen noch ein bisschen gucken wollte. Wegen gewissen Dingen, die mich noch interessiert haben. Wenn man dachte, komm, bevor ich das in im Let's Play zeige, gehe ich erstmal offscreen kurz dahin und guck mal. Da wirklich etwas sein könnte. Und deswegen weiß es heute Abend Blutmond ist. So, ein bisschen stabilisieren, wenn es geht. Mhm. Schon nie was darunter, ey. Mann, 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 ist also schon seit Ewigkeiten erst
Der Kataklysmus ausgelöst wurde und trotzdem fällt ständig noch was runter. Okay. Das müsste dann gewesen sein. Bruder, was machst du da drüben? So. Held. Da fällt mir ein. Gibt es natürlich gleich wieder ein paar Dinge, auch unter anderem ein Gericht. Und ich müsste eigentlich länger wieder mal ein bisschen kochen, wa? Gerade eben auch so Dinge wie extra Herzen oder extra Miasma-Schutz oder einfach Dinge halt mit extra Dingen drauf. Und am besten natürlich auch nicht nur Sachen, Geräte zum Essen mit dem extra Effekt drauf, sondern am besten auch irgendwelche Tränke direkt. Einfach irgendwie Angriffstränke und so wäre auch ganz cool. Was es da überhaupt gibt. So, Epona. Mal weiter. Oh. Fuck, bin da falsch abgebogen. Nein, ich bin ein Trottel. Das war die falsche Brücke. Über 7 Brücken musst du gehen. Ja, aber gemerkt. Aber nimm nicht die falsche. Der Rat kommt leider zu spät. Falsche Absagen genommen? Nee, ich glaub's nicht. Noch ein paar Monster. Ach ja, Leute, ich bin sehr gespannt auch, was für Informationen wir für das nächste Zelda-Spiel erhalten. Weil da war man sich auch oft nicht so sicher, ob man vielleicht wieder zurückkehrt zu den altwerten Konzepten, also 2D-mäßig und so. Im Sinne von, es könnte eigentlich mal, wäre eigentlich mal Zeit für ein Remake von A Link to the Past. Zum Beispiel schon sehr alt ist, ein Remake verdient hätte und andere Spiele wie Link's Awakening oder Queen of Time und die ganzen 3D-Zelda-Spiele schon Remakes bekommen haben. Nur eben A Link to the Past noch nicht. Aber andererseits meinten die Entwickler ja, dass sie eher bei dem bewährten Konzept hier bleiben würden. Was ist mit der Musik los? Jetzt kommt jetzt die typische Legend of Zelda-Mucke. Naja, deswegen bin ich sehr gespannt drauf. Okay, ich treffe gar nicht mehr. Weil irgendwie Nachfolger oder so zu dem Spiel, glaube ich, eher weniger. Das in der Art sein könnte, aber wow. Vielleicht ein Vorgänger zu Breath of the Wild. Die uns geschieden ist vor 10.000 Jahren, die Fähigkeit gar nicht zum ersten Mal aufgetaucht und so, vielleicht noch genauer erläutern. Oder irgendwas, wo wir zwar wissen, hey, ihr spielt vor Breath of the Wild, hat aber damit gar nichts zu tun, selber. Wäre ja noch ganz nice. Okay, also von Sonau-Dingern spart das schon zuerst, okay, ist wieder so ein scheiß Dinger. Scheiß Sieger. Guck mal, weißt du was? Es redet gerade so schön, ich glaube, ich werde die mal kurz begrüßen, wa? So, das war das. Dann machen wir natürlich noch die Knospe. Schade, wir den anderen noch kriegen. Wobei, nee, nicht gegen den. Hups! Ja, schon zu spät, Alter. Gut gemacht, Epona. Immer sachte drauf.
Warte mal. Wenn gleich hinkommt, Blutmond, muss ich erstmal hier abhauen. Weil Kinder kommen wieder zurück. Und weg, Epona. Schnell. Schnell. Wenn des Blutmonds Licht die ganze Welt färbt. Unterbreche ich die Cutscene. Haha. Scheiß Fake-Zelda. Okay, warte mal. Dann nehmen wir hier die Flügel. Oh, da war ein Silber noch drauf. Ja, es geht mir eigentlich mehr um die Waffen, Freunde. Ich habe keinen Bock, ständig die Waffen zu verbrauchen. Da bist du ja schon wieder. Kann da gerade wer? Klang fast so. So, das riesige Teil ist da oben. Darum kommen wir dann später. Jo, Digi, was geht ab? Danke für die Hilfe neulich. Lass doch mal los. Auch nach vorne. Ich finde eigentlich, die Fallrichtung ist immer sehr wichtig, damit du halt weißt, in welche Richtung du abstützen musst. In der Mitte kann ich da was durchstecken. Okay. Das ist aber relativ... Vorne ist geschlossen. Ne? Vorne ist ein bisschen problematisch tatsächlich. Ja, das wird tricky tatsächlich. Aus einem sehr einfachen Grund. Jetzt wo ich nicht reinkomme. Theoretisch, so komme ich auch nicht rein. Gut, ich brauche erst einmal ein paar längere von denen. Da habe ich jetzt 2 Stück zu sagen. Perfekt. Oder irgendwas Kompliziertes bauen oder so. Was funktioniert die ganze Zeit? Das ist schon fast, wer wäre beim Todesberg. Den holen will ich eigentlich schon bald, stimmt. Nee, das hält noch nicht. Moment, da mache ich gerade einen Denkfehler. Nach vorne kippen kann er immer noch. So. Jetzt wird... Warum? Junge, was ist los mit dir? Das wird wohl halten. Ja, eben. Was ist denn das gerade? Ich hoffe immer, dass wenn wir all diese, keine Ahnung, diese Mini-Aufgaben vom Birk da abgeschlossen haben, dass wir irgendwas dafür kriegen. Also ein bisschen mehr als das, was wir aktuell kriegen. Das wäre schon ganz nice. So. Epona, bist du ready? Was ist denn das hier? Hä? Ein Eingang zum Dorf der Shika, ein bisschen anders in Erinnerung. Okay. Das Auge mit der Träne, das kennen wir natürlich noch.
Heiltomaten. Ach Leute, so müssen eure Fähigkeiten immer so auf die Art und Weise aktivieren. Also, ich will gerade das alles nicht verstehen. Warum haben die Entwickler nicht denselben Mechanismus genommen wie bei den ja, wie bei den Recken. Bei den Recken aus Breath of the Wild. Wo es quasi über die Körpertasten steuern konntest. Und dann konntest du, okay, jetzt will ich die Fähigkeit, jetzt die Fähigkeit, jetzt die Fähigkeit. Und die muss ich direkt ansprechen. Das ist doch voll, ja, unpraktisch. Hä? Ach so. Das wäre eigentlich irgendwie ein Eingang, weil ich noch einen Schein gesehen habe. Markiert, vor allem mit der Karte. Entschuldige, Pona. Also, wenn ich schon mal hier zurück bin im Dorf. Nimmt das Master-Schwert zum Ausrüsten und beim Schild mache ich es ähnlich. Also, so wie ich jetzt im Prinzip die ganzen Dinge ausrüsten. Ne? Schild, Schwert und die Waffen. Kannst du bei Breath of the Wild ja über... Oder? Nee, warte mal. Hast du das so gemacht? Oder? Nee, warte, das war ein bisschen... Ah, scheiße, was über Schultertasten? Also, irgendwie konntest du auch so aktivieren. Ist das ein Schild von... Nee, warte mal, stimmt gar nicht. Was quatscht da über für ein Quatsch? Was quatsch für ein Quatsch? Nee, es war in Breath of the Wild noch ein bisschen anders, aber trotzdem irgendwie besser. Ich meine, gut, Mifas Fähigkeit, die war sowieso ein bisschen anders gehandhabt. Und Daruks Schild... Ja, da manchmal beim Blocken da. Aber ja, ich finde trotzdem, man konnte es ein bisschen besser handhaben. Bei denen schwebt auch relativ viel über dem Boden. Warum so hoch? Warum so hoch? Weil ich auf dem Pferd sitze. Hey, wie geht's? Bist du hier, um die Kranzruinen zu sehen? Tut mir leid, Mann, aber ich bin auch nur ein einfacher Tourist wie du. Was du die Kranzruinen wissen willst, frag bei der Dorfvorsteherin oder der Sohn der Forschungsgruppe nach. Nicht nur das, in 4 der 5 Kranzruinen wurden anscheinend Steintafeln mit Sonausschrift entdeckt. Und so starke Höhenangst, man schon in 20 Stück eines Hauses die Knie zu Schlotten begangen. Das ist natürlich doof. Reisen in die Vergangenheit. So, hier zur Dorfvorsteherin. Früher war das ja mal Impa, das hat sich mittlerweile geändert. Meine Güte, es ist jetzt Payas Pflicht, das oft anzuführen. Was tut sie? Kann man jetzt sie kurz aus dem Auge, schützt sich der Kopf über und völlig neben solche Angelegenheiten. Hey, lange ist her. Ich bin's, Link. Herr Link! Wir haben uns seit einer halben Ewigkeit nicht mehr gesehen. Das kann man nur laut sagen. Meine Güte, habt ihr mich kalt erwischt. Ich hab überhaupt nicht mit euch gerechnet. Ach, ich hatte jetzt um eine neue Vorsteherin schnell Kopfzerbrechen bereitet. Oh, entschuldigt bitte. Vermutlich können wir gar nichts davon wissen, Herr Link. Die frühere Dorfälteste, die ehrenwerte Impa, ist zurückgetreten. Jetzt hat Paya den Posten als Dorfvorsteherin von Kagriko inne. Meine Pflicht besteht darin, ihr als Assistent zur Seite zu stehen, aber Paya macht gerade gar keine Anstalten, das Dorf anzuführen, sondern ist wie besessen von den Kranzruinen. Wenn sie nur öfter auf mich hören würde. Gerade ist vermutlich auch mit den Leuten von der Sohn der Forschungsgruppe an irgendwelchen Kranzruinen zugange. Sollte sie euch da treffen, Herr Link, würde sie das möglicherweise an ihre Pflichten als Dorfvorsteherin erinnern. Bitte kontaktiert sie, ja? Danke. Ich helfe doch gerne. Da muss ich gar nicht mal dahin, ne? Eigentlich. Die Quest wird auch nicht ausgelöst dadurch. Krass. Ich soll dahin? Mutter bereits wartet. Wer weiß, da haben wir noch die Kürbisse. Ich bin aber das letzte Mal Breath of the Wild von der Richtung hergekommen. Hä? Moment. Hat sich der Zugang zum Dorf verändert? War ich früher hier noch ein Pfad nach oben? Ah ne, das ist jetzt hier. Entschuldigung. Mein Fehler.
Das Dorf der Schika. Natürlich uns mal ein bisschen umgucken. Und wir wissen, was er alles verändert hat und wo wir, welche Quest auch immer. Das hilft auch nicht. Hey, was ist denn los mit der? Gucken wir gleich mal. Ja, täuscht mich, ist das Dorf größer als früher. Ist noch ein Eingang. Achso, da ist der von der Richtung. Stimmt, da waren wir, also noch nicht hier waren wir, aber wir sind schon mal durch das Tal geritten. Sind ein Teil davon. Dem Schwert geht's gut. In der Nähe tiefer. Jetzt auch so neue Teile. Ist überall hin. Oho! Ach, das sind wohl diese auch Teile der Kranzruinen, wa? Okay, okay. Ja, noch nicht zu viel hier schon das Story vorwegnehmen. Was kommt hier alles noch? Gut, wir haben alle. Moment, sogar noch ventilatormäßig. Sehr gut, sehr gut. Okay. Da ist nur Heilwohlgras. Wobei, was heißt hier nur? Heilwohlgras! Ich brauche dich! Klingt so ein bisschen schräg, aber es ist so. Ja, komm mal, jetzt war ich schon mal hier oben bin. So. Haben wir den auch mal aktiviert. Wir warten hier die Wege dazu, hallo? Und zurück im Dorf. Und hier ist auch eine Statue der Göttin. Und ich mich noch erinnere. Yo. Mit einem letzteren. Ist irgendwie ein bisschen süß. Noch ein Herzcontainer. So viel wie noch nie zuvor. Ich frage mich also, weil wir eigentlich alle uns so schon ein Herz wiederhergestellt haben, ob dann unser Arm wieder geheilt ist. Müsste sie rein theoretisch, ne? Da bleibt er so, bis wir Raurus Fähigkeit verlieren. Oder vielleicht verlieren wir die gar nicht. Wäre eigentlich auch ganz cool. Kranzruinen Vesnekluda. Okay, wir sind. Das sieht alles cool aus irgendwie. Ja. Aber recht. Wer bist du nochmal? Rizian, Spezialist für Althylianisch. Oh. Mir gefallen ist. Vorne steht dort geschrieben: Ich bin eine treue Zoe von König Rauro und Königin Sonja, sowie von des Königs Schwester und der Prinzessin Zelda. Moment. Königsschwester macht Sinn. Das ist Minerva, die haben wir schon mal gesehen, in der Rückblende und so. Also die auch mit Zelda gequatscht hat und ihr gesagt hat von wegen, hey, wie man ein Drache wird. Und so, und hat auch mal das Maßschwert oder das zerfressene, fast zerstörte Maßschwert auch begutachtet. Das heißt aber, eine treue Zofe von und der Prinzessin Zelda, ist davon jetzt die Rede von unserer Zelda, die durch die Zeit gereist ist? Oder ist da die Rede von, ja, vom gemeinsamen Kind, von König Rauro und Königin Sonja?
Weil wir haben es in Erinnerungen zwar bisher noch nicht gesehen, aber es muss ja eine geben, ein Nachkommen, weil sonst würde alles weiter gar keinen Sinn machen. Da wir wissen, dass Zelda von den beiden ja auch abstammt und in direkter Linie, also demzufolge auch Zeldas Vater, die ganze Linie, da muss halt, die müssen Kinder gehabt haben, ob das irgendwelche auch so nah waren oder ob es komplette, also aussahen wie Hylianer oder so, ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, das werden wir hoffentlich in der nächsten Folge genauer erfahren. Ich sage bis dahin, danke fürs Zusehen und tschüssi!